Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen heute aus Karl. Es interessiert uns doch immer alle, wie es in anderen Campern drinnen aussieht. Wie es bei uns aussieht, das habt ihr in einer Roomtour ja schon einmal gesehen. Aber wir wollen ja auch bei anderen reinschauen. Und heute haben wir die Möglichkeit, das bei einem noch relativ jungen Camperausbauer zu tun. Gerade einmal 2 Jahre sind die jetzt auf dem Markt, aber haben schon ein richtig cooles Fahrzeug am Start und sind auch schon ganz schön erfolgreich. Kommt mal mit, wir gehen ins Werk bei Compagna und schauen uns das Fahrzeug und auch die 2 Jungs, die Gründer, mal ganz genau an. Bevor wir euch die Gesichter hinter Compagna vorstellen, werfen wir auch schon direkt einen Blick in das Fahrzeug. Das Aufbaufahrzeug ist immer ein Renault Trafic, der hat 5 Meter Länge und bietet insgesamt Platz für 4 Personen zum Schlafen, zum Reisen oder wie auch immer. Aber was für Details und wie das Ganze jetzt alles wirklich kombiniert werden kann, das schauen wir uns einfach direkt im Fahrzeug an. Hinein geht's in die gute Stube, dann war halt ein bisschen Licht. So, komm mal mit rein. Ja, das Raumgefühl, das ist so natürlich ein bisschen eingeschränkt und deshalb würde ich sagen, lassen wir als allererstes mal das Aufstelldach nach oben. Hier oben ist natürlich das zweite Bett und in wenigen Handgriffen soll das alles einsatzbereit sein. Das testen wir doch gleich mal. So, das war's auch schon. Bett ist oben. Dach ist oben, oder? Dach und Bett ist oben. Und jetzt kann man hier drin auch stehen. Jetzt ist das Raumgefühl ganz ein anderes. Hier auch wegmachen. So, hat eine ganz coole Cabrio-Variante. Kann man hier also komplett aufmachen und das dann auch da oben anpeppen und dann ja, hat man Freiluft im Camper. Machen wir jetzt aber wieder zu. So, ihr seht, im Moment sind Sitze für 4 Personen drin. Das kann man, wenn man das Bett rausmacht, auf bis zu 6 Personen erhöhen. Man kann natürlich aber auch jetzt so zu 4, das ist eigentlich die Grundausstattung, und so zu 4 kann man hier auch sitzen. Die Sitze vorne kann man drehen und da kann man auch schlafen. Einmal mit oben dem Bett und einmal mit dem Bett dahinter. Das wir ja dann auch gleich umbauen. Aber ich glaube, jetzt machen wir es uns erstmal ein bisschen gemütlich, drehen mal die Sitze um und schauen einfach mal, wie sich das dann so anfühlt. Einmal rum. Und zweimal rum. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Tisch und vielleicht fragt ihr euch jetzt ja, wo die Tischplatte versteckt ist. Ich wette, ihr wisst nicht wo. Das ist ganz ein ausgeklügeltes System. In so einem Camper ist Platz hier alles. Und da ist natürlich das Geniale daran, wenn man gewisse Teile einfach mehrfach benutzen kann. Und falls ihr euch jetzt vorstellt, dass das die Tischplatte ist, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn ihr habt es nicht gesehen. Das ist die Tischplatte. Kann man hier nämlich wegmachen. Dann gibt es hier, dahinter gibt es ein Bein. Zack, eingerastet. Und nun haben wir auch einen Tisch hier drin. Das Schöne an diesem Seitenelement hier ist, an diesem Schrank, man kommt hier auch noch dran, wenn jetzt eben der Tisch aufgebaut ist oder wenn das Bett dann bis nach vorne kommt. Hier oben kommt man immer schön dran. Es ist tief, weil es geht in die Tür hinein. Also hier ist die Verkleidung abgemacht. Dann ist erst Isolation auf dem Blech, dann kommt die Verkleidung hier aus Holz und so kriegt man einfach nochmal 5 cm so in etwa mehr an Stauraum hier in diesem Schrank drin. Ist natürlich alles auch schön ausgeleuchtet, damit man hier sieht, was man möchte. In diesem Schrank drin ist dann auch die Anzeige für die Batteriespannung verbaut. So, aber wenn wir jetzt hier schon mal sitzen, dann wäre so ein Käffchen oder was Feines. Wobei wir trinken keinen Kaffee. Lass uns ein bisschen Wasser aufkochen. Und kochen, das ist natürlich das Stichwort. Wo kocht man denn hier drin?
Hier haben sich die klugen Köpfe hinter Compagna was ganz Cooles ausgedacht. Und zwar haben wir hier unten den ausziehbaren Kocher. Das dreht man einfach einmal um. Und so kann man natürlich jetzt von innen kochen, aber wir Campingfreunde, wir wissen ja, manchmal kocht man vielleicht auch ein indisches Eintopfgericht. Und sowas kocht man ja ganz bestimmt nicht drin. Geschmack. So, dann kann ich ja von außen kochen, nur ist das ja eigentlich immer noch quasi drin. Und jetzt kommt der Tisch wieder zum Einsatz, denn ich habe euch vorhin gesagt, das Teil ist echt sehr multiflexibel einsetzbar. Und wenn ich den Herr mal bitten darf, dann kann er mir doch gleich den Tisch durchgeben. Dankeschön. Jetzt haben wir ja das Tischbein in der kürzesten Einstellung und ihr seht, da gibt es noch 2 weitere. Wir machen jetzt als erstes direkt die ganz lange, weil ich möchte mir ja das aufwärmen. Ja, Bein ist ganz lang und jetzt muss man hier kann man das Tischbein hier so schräg stellen, hier oben einhängen und zack, hat man hier eine Ablagefläche. Und der Kocher, der ist ja jetzt hier, der hält zwar hier, weil der hat ja vorstehend so Holz, damit sich hier nichts verschieben kann, aber den kann man natürlich auch rausnehmen, um jetzt hier wirklich draußen kochen. Cool, oder? So. Und wenn ich jetzt hier meinen Kaffee gekocht habe und auch ausgetrunken, dann muss ich das ja irgendwo abwaschen. Abspülen, oder? Ja, und dann hat man hier, einmal ist das jetzt hier die Variante mit einem flexiblen Waschbecken. Ist natürlich auch praktisch, weil es ist wiederum an verschiedenen Orten einsetzbar, es ist faltbar und man braucht halt einfach nicht so viel Platz. So, dann haben wir also Spülbecken, wir haben hier Wasser. Es sind insgesamt 2 12-Liter-Tanks an Wasser verbaut. Das läuft jetzt natürlich nicht. Das ist eine Wasserpumpe, die muss man einstellen, genau. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber wir wollen jetzt hier ja auch nicht mit Wasser rumspielen. Aber dann kann man hier abwaschen oder natürlich kann man das auch als Außendusche benutzen. Boiler hat es nicht drin, dafür aber eine Standheizung. Und das ist doch auch schon was Feines. So, Käffchen ist getrunken, gespült ist. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt. Hier dieses Brett kann man verschieben. Dann hat man einmal hier hinten zu und hat auch wieder Ablagefläche. Oder man kann es hier vorne haben, kann es als Schneidebrett oder was auch immer verwenden. Und man kann es sogar ganz nach draußen nehmen, wenn man mal eine schöne, wie sagt ihr, eine Jause? Genau, wenn man mal eine Jause machen will. Für mich ist das ja als Blättli, dann kann man das ja auch hier drauf anrichten. Ist übrigens Bambusholz, besonders hart, wunderbar abwaschbar. Und dieses Holz findet man hier im Compagna an verschiedenen Orten, auch dort drüben nochmal bei der Ablage. So. Bauen wir das alles mal zurück und dann fragen wir uns doch gleich, wo denn die Milch herkommt für den Kaffee, oder? Natürlich hat sie ja auch was drin, natürlich hat sie ja auch eine Kühlbox verbaut. Vielleicht habt ihr sie vorhin auch schon mal gesehen, die ist hier unten. Das Praktische an dieser Position ist, man kommt, wie ich jetzt, von außen dran, man kommt von innen dran. Hier stellt man normalerweise nichts hin, das heißt, es steht auch nichts im Weg. Da sehen wir noch den Inhalt, hat also doch ganz ordentlich was Platz hier drin. Und wenn jetzt mal unerwartet Besuch kommt und ihr wollt zu 5 hier drin sitzen, dann gibt es von der Küchenablage hier vom Bett, das seht ihr danach auch noch, gibt es hier so ein kleines Stück. Und das kann man dann hier drauf machen, oder? Und dann kann hier nochmal wer sitzen. Ist also für drinnen absolut auch für 5 Personen geeignet. Und ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich insgesamt 6 Plätze hier drin. Man kann sogar, wenn man das möchte, den Beifahrersitz als Doppelsitzer haben. Dann hat man natürlich den Minus, dass man den nicht mehr drehen kann. Aber gibt ja verschiedene Bedürfnisse und die werden hier drin echt gut abgedeckt. Und um den Tisch noch komplett abzudecken, der hat jetzt schon als Türchen hier, als Tor für den Schrank gedient.
Der Innentisch wird daraus gemacht, hier draußen die hohe Ablage, aber das Teil, das hat ganze 4 Funktionen. Wir haben es ja vorhin gesehen, da gibt es nochmal eine andere Höhe. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, da haben wir diese Höhe. Und vielleicht habt ihr es schon entdeckt, den passenden Schlitz dazu. Der befindet sich hier. So. Und jetzt kann man auch noch mal schön hier hinsitzen. Hat hier ein kleines Tischchen. Und der Vorteil ist, die Höhe entspricht eigentlich exakt einem Campingtisch. Wenn man jetzt also selber noch einen Campingtisch mitführt, dann kann man den einfach hier vorne anhängen und hat so noch ein bisschen mehr Stauraum. Ihr wisst ja, Platz auf so einem Tisch kann man nie genug haben, damit man alles fein auftischen kann. Hat der Tisch ausgedient, macht man das Tischbein hier einfach mit diesem Knopf hier wieder fest, hängt das hier auf der Seite wieder ein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit natürlich, weil man oben und unten treffen muss. Und zur Befestigung gibt es hier noch eine Schnalle. Zack. Und jetzt ist das Ganze wieder zu. Ich finde es ja richtig cool, dass da Licht ist, wenn man das aufmacht, ja, oder? Ja, absolut. Ich meine, das ist schon ziemlich cool. Ist auch schön eingelassen hier. Und dann hat man wirklich hier, wenn man arbeitet, dann braucht man ja gutes Licht. Und das ist hier wirklich absolut gegeben. Und wenn wir schon beim Licht sind, dann hat es hier zum Beispiel nochmal einen Schalter, damit man hier diesen LED anmachen kann. Im Auto verteilt gibt es immer wieder solche Buchsen, wo man normal mit zigarettenanzündender Adaptern den Strom zapfen kann. 12 Volt ist also das ganze Auto verteilt. Wechselrichter gibt es standardmäßig nicht mit im Paket drin, aber kann man zusätzlich buchen, wenn man natürlich noch andere Stromverbraucher hat. Oder wie wir zum Beispiel mit unseren 7 verschiedenen Kamera-Akkuladegeräten und so weiter, da halt nicht für jedes einen Adapter möchte. Dann kann man sich also auch den Wechselrichter einbauen lassen. Sonst hat man standardmäßig eine 100 Ampere-Stunden große Batterie drin. Und ich glaube, die Kühlbox läuft da drüber, das Licht. Und ansonsten hat es ja keine großen Stromfresser hier drin, womit man ja schon dann ein paar Tage auskommt mit so einer Batterie. Wer eine externe Stromversorgung hat und somit Landstrom einstecken kann, der hat hier unten nochmal eine Steckleiste mit insgesamt 5 Steckdosen, die zusätzlich noch gebraucht werden können. Die funktioniert natürlich, wie gesagt, nur wenn Landstrom da ist. Ansonsten sind es die verbauten 12 Volt Steckdosen, die man hier drin nutzen kann. Wer jetzt nicht so auf dieses LED-Licht steht, für den gibt es eine ganz romantische Lösung. Als Zubehör kann man diese absolut wasserdichte Lampe bekommen. Die hat den Vorteil, dass sie natürlich direkt schon über so einen Stecker läuft. Und die kann man sich jetzt entweder hier drin aufhängen oder ist natürlich auch was für die Außenbeleuchtung. Wenn man da zum Beispiel noch ein Vorzelt anbaut, dann kann man die sich da reinhängen. Und wenn wir mal schauen, wie die leuchtet, dann ist das jetzt hier natürlich schon eine andere Farbe von Licht. Es gibt einfach ein wärmeres Licht als die LEDs. Das ist also ein ganz cooles Zubehör. Und so könnte das zum Beispiel aussehen, wenn man die Lampe dann hier drin tatsächlich an der Schlaufe da oben befestigt. Bevor es ins Bett geht, geht es nochmal aufs Töpfchen. Auch das ist mit dabei. Hier unten gibt es so eine portable kleine Toilette, die man unter die Sitze schieben kann, die die perfekte Höhe hat. Und ja, so fürs Notgeschäft reicht das allemal. Bei den Sitzen ist noch ganz spannend zu sehen, damit man halt möglichst einen großen Stauraum generieren kann, sind die Fixierungen jeweils auf der Seite der Sitze und nicht in der Mitte. Somit hat man hier dazwischen einfach den maximalen Stauraum herausgeholt, den es irgendwie halt herauszuholen gibt. Und das merkt man ganz, ganz doll an diesem Auto hier, dass hier wirklich kreative Köpfe dahinter waren, die das Maximale an Stauraum, an Komfort und an Multifunktionalität herausgeholt haben, was halt einfach irgendwie möglich ist in so einem kleinen Bus. Jetzt bauen wir um. Um umzubauen, müssen wir hier die Sitze runterlegen. Die kann man übrigens ganz einfach verschieben. Am besten zeige ich euch das hier bei dem Sitz.
Wenn man jetzt also anstelle einer weiteren Person lieber ein bisschen mehr Gepäck oder was auch immer mitschleppen will, dann schiebt man den Sitz einfach nach hinten durch. Die sind auch kompatibel miteinander, das heißt, wenn man den Sitz jetzt rausnehmen möchte oder halt einfach hier was Langes einladen möchte, jetzt fährt man zum Baumarkt, hat sperrige Bretter, eine Leiter, was auch immer zum Transportieren, ist aber trotzdem zu viert. Dann kann man den Sitz einfach hinter diesen hier setzen, in die Schiene hinein, das ist alles kompatibel und kann man individuell umbauen, um wirklich halt das Maximum aus dem Fahrzeug rauszuholen. Wenn wir aber schlafen wollen, dann brauchen wir den, weil das, ihr werdet es gleich sehen, ist die Ablage für den Rost. Sitze, ganz wichtig, unten natürlich wieder einhängen, damit die Sicherheit auch gewährleistet ist. Aber jetzt können wir uns hier an den Rost machen. Den zieht man einfach nach vorne. Und jetzt seht ihr es, jetzt habe ich hier ein Sitz ist total hoch, der andere ist total weit unten. Jetzt wird hier alles wackeln. Also kann ich hier einfach auch wieder dazwischen greifen. Kann die Sitze einstellen, dass die mir von der Höhe passen. Und dann ist gut. Tatsächlich kann man jetzt hier auch ein bisschen eine Bodenunebenheit ausgleichen. Wenn wir jetzt vorne ein bisschen tiefer stehen würden zum Beispiel, könnte man hier einfach die Sitze weiter nach oben machen, wird ein bisschen austarieren. Ja, eigentlich sind wir schon fast fertig. Jetzt können wir hier einfach noch die Polster dazu ziehen. Das kennt ihr ja bereits. Und schon ist das Bett fertig. Das hier sind übrigens die Folien für die Scheibenabdeckung. Die sind ganz cool gemacht, weil, also wir haben ja Saugnäpfe an denen dran. Hier hat es jetzt aber, wo finde ich denn eins? Hier hat es Magnete drin. Nur macht man das natürlich nicht so zusammen, sondern das pappt man an die Scheibe dran. Die Dinger kann man einfach hier dran machen. So, jetzt ist mir natürlich das Kabel ein bisschen im Weg. Aber zack, hält das Ding. So, hier ist immer so ein bisschen Luft drin, damit da die Feuchtigkeit von der Scheibe nicht direkt am Stoff klebt. Nicht, weil der Stoff nicht wasserdicht wäre, das ist er. Aber es geht halt darum, wenn man das Ganze am Morgen abreißt, verstauen möchte, dann möchte man ja ungern nasse Sachen verstauen. Und das ist dann doch ganz schön komfortabel, wenn das nicht direkt an der Scheibe dran ist. Kondenswasser bei den aktuellen Temperaturen, ihr wisst es, das ist kaum zu vermeiden. Und ich persönlich, ich finde es ja auch okay, wenn sich das Kondenswasser an der Scheibe bildet. Dann weiß ich nämlich auch, wo die Feuchtigkeit ist und da kann ich sie ja relativ leicht abwischen. So, fehlt eigentlich nur noch das Bettzeug und ich könnte hier direkt einziehen. Ich als Leseratte bevorzuge ja auch immer, wenn man coole Lichter hat, um zu lesen. Und sowas gibt es hier auch als Zubehör. Eine Leselampe. Kann man dann zum Beispiel direkt hier einstöpseln. Macht das Ding an und kann schon mal schauen, wo es denn demnächst hingehen soll. Wie liegt es sich so? Das ist ganz bequem. Die Polster sehen ja im ersten Moment ein bisschen dünn aus, aber ich finde die bequem. Da merkt man jetzt also nichts vom harten Unterleben. Und der Vorteil ist ja, man hat wirklich auch einen Rost darunter, der sich so ein bisschen noch dem eigenen Gewicht anpassen kann. So, aber wenn man jetzt Freunde zu Besuch hat, dann reicht ein Bett ja nicht, weil zu viert, das ist jetzt 1,25 mal 1,80, wenn ich das recht im Kopf habe, das Bett hier unten. Und kann ja durchaus sein, dass man mit Kindern oder mit Freunden oder was auch immer zu viert hier drin ist. Und dann brauchst du natürlich noch mal ein Bett. Ihr wisst, wo es ist, da oben. Ich lasse es mal noch schnell runter, dann können wir dort auch noch einen Blick reinwerfen. Tja, ich mit meinen 1,60 habe natürlich ein Problem, um da nach oben zu kommen. Das hat Compagnia aber auch gelöst, indem hier einfach solche Schlaufen drin sind. Runterziehen, das geht total leicht. Und dann hält man so ein bisschen, damit die Karosserie nicht so leidet. Ja, und jetzt kann ich hier hochsteigen. Hier oben gibt es auch Licht mittels LED. Jetzt seht ihr mich gar nicht mehr.
Und natürlich gibt es hier ja auch Fenster, dass man hier rausschauen kann mit Mückennetz, damit man nicht von Plagegeistern hier oben gestört wird. Auch ganz schön gemütlich hier oben. Und ich frage mich ja immer, wie es ist mit der Temperatur im Dachzelt. Ist ja eigentlich auch sowas, Hochstelldach wie ein Dachzelt. Aber es gibt ja eine Standheizung hier drin und die ist tatsächlich dann auch hier unten gleich verbaut, sodass die Wärme hier wirklich schön nach oben kommen kann. Steht also nichts im Weg, um hier oben eine gemütliche Nacht zu verbringen. Ich zeige euch gleich mal die Standheizung. Die ist nämlich einfach hier unten. Genau. Und ihr seht, das ist kein weiter Weg. Hier nach oben. Tja, kommst du wieder runter? Ja, jetzt krabbel ich wieder runter. Mit dem Aufstelldach und dem zusätzlichen Bett da oben gibt es natürlich auch ein gutes Raumgefühl, weil wenn einer zum Beispiel der typische Frühaufsteher ist und der andere gern liegen bleibt, dann kann der da oben so lange liegen bleiben, wie er möchte. Hier unten kann man sich trotzdem Kaffee machen, man kann hinsitzen, alles lesen, was man auch immer machen möchte. Hier unten hat man sozusagen wie einen zweiten Raum. Und ja, für so einen kleinen Grundriss ist das natürlich echt genial. Jetzt schauen wir uns noch an, wo der ganze Krempel hinkommt, oder? Man weiß es auch, man geht campen und man hat gefühlt ein Auto mindestens komplett vollgestopft mit Zeug. Und jetzt testen wir hier den Compagnia einfach mal aus, wie viel Stauraum der tatsächlich bietet. Jetzt baue ich das Bett wieder zurück, damit wir auch wirklich an alle Staufächer hinkommen und uns das ansehen können. Der Stauraum im Kofferraum, den denkt man ja vielleicht jetzt im ersten Moment auch blöd, da kommst du ja gar nicht hin, ist ja unterm Bett, wie will man da was rausnehmen können. Haben sich die Jungs natürlich auch gedacht und eine passende Lösung dazu. Wenn man die Riegel auf der Seite abmacht, kann man hier das Bett hochheben. Und jetzt komme ich hier sehr wohl an den Stauraum ran, der unterm Bett liegt. Natürlich hat es auch hier auf der Seite Fächer, einerseits solche ohne Türen, da kann man was reinlegen oder natürlich auch hier hinten, ihr seht, die sind nochmal richtig tief. Hier kriegt man ordentlich was an Kleidung rein, an Badartikeln, an, keine Ahnung, Büchern, Laptops, was auch immer alles halt mit auf Reisen soll. Und natürlich sind die auch einsetzbar für noch ein paar Küchentöpfe oder wie man sich halt einrichten will. Da gibt es ja verschiedene Farben, habe ich gehört, oder? Hast du gut gehört. Insgesamt mit der Außenlackierung, mit den Farben von den Schränken und so weiter, habe ich mir sagen lassen, dass es über 200 verschiedene Kombinationen gibt. Tja, die Mutigen sind die es dann auch mal ein bisschen bunt machen. Bei beiden großen Fenstern hier auf der Seite kann man natürlich auch hier so einen Teil des Fensters öffnen für ein bisschen extra Frischluft oder als Durchreich oder als was auch immer, dass man es benutzen will. Und falls ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, was das hier denn ist, ein Blumentopf. Kann man auch als Zubehör bestellen. Und ist natürlich wasserdicht. Zwischenfazit für den Innenraum bis jetzt, ohne Kofferraum, was sagst du? Bietet echt viel Platz, ist schön anzuschauen, auch schön anzufassen. Man hat hier natürlich auch wieder verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann die Sitzbezüge anders machen, in anderen Farben haben. Man hat bei den Schränken auf der Seite auch die Möglichkeit, einen oder sogar beide komplett wegzulassen. Also es gibt hier ganz viele individuell mögliche Kombinationen, die der einzelne Käufer dann auch wirklich zu entscheiden hat, was er braucht und wo man das halt individuell auf sich selber anpassen kann. Und man hat hier dann auch eben diese Befestigungen. Wenn man den Wandschrank weglässt, kann man zum Beispiel hier an der Seite ein Surfbrett mitnehmen und das hier befestigen. Es gibt eigentlich keinen Verwendungszweck, der mit diesem Auto hier nicht erfüllt werden kann.
Der Vorteil von Holz gegenüber Plastik, da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nebst dem, dass es natürlich viel schöner aussieht und es viel schöner auch anzufassen ist, als wenn jetzt hier einfach eine Plastikverkleidung wäre, ist tatsächlich auch, wenn man mal einen Kratzer reinmacht oder irgendwas, dann schleift man das einfach ab, ölt es wieder nach und ja, sieht aus wie neu sozusagen. Hat ganz einen eigenen Look dann, oder? Genau, je nachdem entsteht dann halt wirklich Ecken und Kanten, kann man dem Fahrzeug neu verpassen. So. Aber jetzt schauen wir uns ein bisschen noch im Kofferraum um. Die Tür kann man übrigens wählen, ob man die so möchte, dass sie nach oben aufgeht oder ob man lieber hier so 2 Schwingtüren hat. So, und jetzt kommen wir hier nochmal an ordentlich Stauraum ran. Schaut euch das mal an. Mittels Auszug kann man hier wirklich ganz komfortabel an die Kisten rankommen. Hat hier auch hinter diesen Kisten hier im Moment alles voll mit Prospekten. Das ist ein Messefahrzeug. Dahinter hat es nochmal mehr solche Boxen, also hier hat es echt tierisch viel Platz. Und ihr seht es, trotzdem, dass man hier ja so viel Platz hat, ist daneben noch alles frei. Es gibt hier auch noch so ein Fixiersystem, wo man zum Beispiel Campingstühle befestigen kann. Da dahinter auf der anderen Seite sind die Wassertanks. Es ist alles wirklich sehr kompakt verbaut und halt einfach wichtig eben. Dieser Stauraum, wo man wirklich bis vorne, wenn man die Toilette da noch wegnimmt, bis ganz vorne Platz hat. Und mit diesem Schienensystem ist es dann auch ganz einfach, die Sitze rein und raus zu machen. Und auch dieser ganze Komplex hier kann mittels 6 Schrauben, die man nur zu lösen braucht, ausgebaut werden. Und so kann man dann das Fahrzeug mit bis zu 6 Sitzplätzen ausstatten. Ja, und falls euch das jetzt immer noch nicht praktisch genug war, dann kann man auch von hier hinten nochmals das Bett hochdrehen, hochschieben. Und damit man hier jetzt nicht irgendwelche Krämpfe bekommt, kann man das einfach einhängen. Und so ist jetzt auch nochmal ein einfacherer Zugriff zu den Wassertanks auf der Seite. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt nur hier oben hin will, kann man das auch so zugreifen auf die Ladung, auf alles Mögliche. Wichtig natürlich immer, wie bei den Sitzen, wenn man die nicht mehr ausziehen will, dann befestigt man das Element wieder, damit nichts rumrutscht während der Fahrt. Und das lassen wir auch wieder nach unten. Hier gibt es übrigens nochmal 2 Anschlüsse. Da kann man also auch hier Handy aufladen, wenn man andersrum liegt. Oder die Lampe, die ich euch vorher gezeigt habe, das passt natürlich auch alles hier. So. Für die Fahrfähigkeit natürlich auch hier wieder das Bett sichern. Dann machen wir diese Klappe zu. Dann haben wir noch die obere Klappe, das Bett, das Hubdach, was wir noch schließen müssen. Und danach ist das Fahrzeug auch schon wieder fahrfähig. Mal schauen, wie lange ich brauche für das. Hier oben wird das befestigt, das Hubdach. Muss man einfach immer schauen, dass der Zeltstoff hier ein bisschen dran vorbeikommt. Zieht man es nach unten. Hier. Ups. Bis das einklemmt. Zieht die Klemme nochmal komplett an. So, und dann hat es hier noch Clips. Und du machst jetzt erst das 2. Mal, oder? Ja, genau. Ich wollte nachher noch sagen, also ohne irgendwelche große Übung. Klappt es doch ganz gut. Ja, und auch hier wieder, oder? Es gibt, um das Dach herunterzuholen, auch für kleinere Leute, gibt es diese Bändel, diese Schlaufen. Gibt es diese Schlaufen und dann braucht man gar nicht an die Griffe oben zu kommen. So, jetzt müssen wir hier... Das stört aber noch ein bisschen, oder? Ja, das stört noch ein bisschen. Das machen wir jetzt auch noch weg. Haben wir das Zeugs da noch dran. Dann drehen wir uns um.
und können hier diese Abdeckung mit glatt dran machen. Glassitze müssen wir noch umdrehen. Das geht einmal ganz einfach und einmal mit noch einem Zwischentrick. Weil auf der Fahrerseite ja das Lenkrad im Weg ist, braucht man den Sitz ein bisschen schräg stellen. Und dann rastet auch der wieder ein. So, und jetzt müssen wir hier nur noch diese Türe zumachen und das Auto ist abfahrbereit. Von außen betrachtet fällt natürlich auch die Markise ins Auge. Das ist ganz normal eine manuelle Markise, die kann man rausziehen, macht die Beine raus und befestigt die so. Oben das Hubdach, da kann man theoretisch auch noch einen Dachträger drauf machen. Der hat dann insgesamt eine Dachlast von 50 Kilogramm. Klar, mit Hubdach ist die Dachlast massiv eingeschränkt, aber eben so ein paar leichte Sachen können da drauf auf jeden Fall auch noch verstaut werden. Der Renault Traffic mit seinen 5 Metern ist natürlich auch absolut alltagstauglich. Man kann überall in jede Stadt reinfahren, man hat nicht das Problem mit der Fahrzeughöhe, das heißt, man kommt auch in Parkhäuser rein. Und das Schöne ist, ich meine, auf der deutschen Autobahn, man kann mit diesem Auto auch richtig Gas geben, ohne dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, weil das halt doch ein Camper ist. Das ist schon ganz cool. Fazit? Auf wenig Platz ist hier wirklich das Maximum herausgeholt an Möglichkeiten. Ich bin beeindruckt ab diesen ganzen Kniffs und Tricks, eben wie man diese Sachen mehrfach verwenden kann und ja, das Raumgefühl. Ich persönlich würde mir ja wahrscheinlich das Hochbett als einziges Bett im Auto lassen und hinten dann wirklich auch nochmal schauen, was man da noch machen kann, weil wir sind wirklich nur zu zweit unterwegs. Für Kinder, klar, für Familien braucht es das zweite Bett dazu auch. Dusche und so weiter kann man ja einfach eine Außendusche sich dazustellen und dann ist man echt total flexibel und kann machen, was man will. Und das Schöne, wirklich das absolut Geniale an diesem Fahrzeug finde ich persönlich ja, dass es hinten im Kofferraum nebst den verbauten Kasten, der da drin ist, mit dem vielen Stauraum drin, auch wirklich noch ganz, ganz viel Platz hat. Ich denke, da wird man sogar Falträder oder solche Sachen reinbringen. Ist echt genial, wie die Raumaufteilung hier gemacht wurde. Von mir gibt es einen Daumen nach oben für Campania. Das sieht echt nach einer total durchdachten Lösung aus. Was haltet ihr davon? Das interessiert uns jetzt natürlich auch ganz besonders. Habt ihr solche Lösungen vielleicht auch bei eurem Selbstausbau drin oder habt ihr jetzt das eine oder andere gesehen, dass ihr echt auch findet, das ist total innovativ und praktisch und gut? Schreibt's mal unten in die Kommentare und natürlich findet ihr auch unten in der Videobeschreibung die Links direkt zum Hersteller, damit ihr wirklich auch mal die ganzen Informationen und auch technischen Details da nachlesen könnt. Das war's von der Roomtour durch den Campania, aber das war's noch nicht vom Unternehmen an sich. Dieses Video ist jetzt zu Ende. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Lösung findet, wie ihr das Fahrzeug an sich findet. Und bleibt unbedingt dran, weil im nächsten Video geht es dann ins Gespräch mit den Gründern. Wir fragen alles, was uns so unter den Nägeln brennt, was wir wissen wollen, wie wurde Campania gegründet und so weiter und so fort. Bleibt also unbedingt dran, schaut euch auch das zweite Video an und lernt noch mehr über dieses spannende Camperausbauwerk.